Willkommen zurück zu einem Spiel in einer anderen Zeit. Bei Pokémon Legend Arceus befinden wir uns in der Vergangenheit der Sinnoh-Region, zumindest scheint es so zu sein, obwohl hier die Leute das Ganze irgendwie, als Hisui-Region betiteln, aber wir sind in einem Ort, den man Jubeldorf nennt, nicht Jubelstadt, sondern Jubeldorf. Das spricht doch einiges dafür und wir sehen ein bisschen creepy aus, zumindest für die Leute hier, die nicht ganz verstehen können, wie sowieso angezogen sind. Also wenn ganz ehrlich oder so groß, als zum Beispiel jetzt der Typ hier, sehe ich jetzt auch nicht aus, wa? Nicht wahr? Ça va? Neue Frisur in der fixen Laune. Und damit vielleicht auch dein Schicksal. Ah ja. Gut, es gibt natürlich noch sehr viele Gebäude, mit vielen können wir sicher interagieren, viele Unternehmen, aber erst einmal denke ich, macht es Sinn, dass wir mal gucken, was da oben los ist, alter Raumzeitverzerrung, ey. Was macht Arceus da oben wieder? Nee, was ich sagen wollte, ist, dass wir uns erst einmal um das eigentliche Intro, Tutorial, wie auch immer, kümmern. Und uns hier dann umschauen, sobald wir offiziell Mitglied sind, hier im Forschungstrupp und irgendwie was machen können. Also wirklich interagieren können halt. So. Wir sollen also übernachten, bin mal gespannt. Ruht dich auf dem Futon-Quartier bis zum Morgen aus. Unvertraute Gefilde, nicht mal ein richtiges Bett oder so. Nee, Scherz beiseite. Wird locker reichen. Bin ich hier alleine? Ernsthaft? Sonst niemand da? Oh je. Die Forschungsfibel. Es gibt noch keinen Computer, keine Ding. Oh, das Scheiße, kein Internet. Wo ist mein WLAN? Die Forschungsfibel enthält wichtige Informationen, die dir bei deiner Forschung in der Hisui-Region helfen werden. Warte mal. Wie funktioniert eigentlich mein Arceus-Phone? Wird wohl kaum 5G haben, oder? Öffne das Spielmenü, indem du den Aufwärtsknopf drückst und unter Hilfe jetzt darauf zuzugreifen. Gibt's Mitglieder? Denkt immer daran, euer Abenteuer regelmäßig zu speichern. Das ist mir bewusst. Ich verneige mich vor dem entsprechenden Buch. Gut, wir haben ein entsprechendes Handy, also insofern, aber es ist ein Arceus-Phone. Hallo, ist unsere Direktverbindung zu Gott. Da ist was ganz anderes, aber hier eine entsprechende Papyrusrolle oder whatever. Ich meine, es sieht alles schick aus und so, gar kein Thema, aber gut, andererseits, ich habe ein eigenes Zimmer. Diese Feuerstelle kann dazu benutzt werden, um das Zimmer warm zu halten. Ah ja, also auch keine Bodenheizung, sehr schön. Aber dass ich ja kein WLAN habe, das kotzt mich an. Ist auch schön knarzt hier. Ja, ja, gut, ich ruhe mich mal aus, komm, was soll's. Bis morgen ausruhen, ja bitte. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Michael. Letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Was getwittert haben? Ah, gewittert haben. Es ist Zeit für deine Prüfung. Ich drücke dir die Daumen. Oh, ich habe schon so WLAN-Entzug, dass ich schon was von Twitter gehört habe. Soll ich die Aufnahmeprüfung erklären? Ja, darf ich vielleicht noch umziehen oder so? Da wäre vielleicht noch eine ganz schicke. Ah ja, umziehen geht noch nicht. Alter, ich bin die ganze Zeit barfuß unterwegs. Na gut, offenbar haben wir Sommer, also ist es weniger ein Problem momentan. Ist eigentlich in der Truhe drin? Eine Lagerkiste. Ja gut. Wird schon schief gehen, hoffe ich mal. Herrliches Wetter heute. Kannst du dich gut ausruhen, auch wenn dir hier alles unvertraut ist? Lass uns zum Hauptsitz gehen. Kommandantin Zeletis wartet sicher schon. Dann gehe ich mal rein. Ich glaube, ich kann hier noch nicht viel interagieren. Expeditionsleiter, dem Boko ist ein Kraftpaket. Durch zufolge kann er mit seinen Sumo-Künsten sogar Pokémon durch die Luft schleudern. Faszinierend.
Eben irgendwie, dass hier Leute mit Pokémon unterwegs sind. Da vorne ist ein Pachirisu. Oh, die kämpfen, Übungsplatz. Pachi! Die Waffen kommen gegen die Fangzellen und klauen von Pokémon nicht an. Ah ja. Also, diese Heinis vom Forschungstrupp. Was erforschen die denn eigentlich? Bestimmt nicht viel mehr als ihre Labgerichte in der heißen Kost. Hallo? Ich meine, ohne ihre Forschung können die hier mit dem Pokémon gar nicht richtig umgehen. Aber ist nicht mal typisch, weil man einfach irgendwie sich nicht richtig mit einem Thema auskennt oder sich nicht richtig informiert, denkt man sofort, hä, was ist denn der Scheiß und so. Die arbeiten gar nicht richtig, Da braucht man ein langes Thema bezüglich YouTuber und Streamer. Oder generell halt, wenn man Social Media unterwegs ist, Influencer, etc. Und noch viele Leute auch immer diese Vorurteile. Wobei, ich glaube, das ist immer noch zum Teil so. Fliehbrücke. Ja, dann flieh mal. So, egal, komm. Wir gehen rein. Ich will endlich Pokémon fangen und trainieren und gucken, wie das alles hier funktioniert in der Vergangenheit mit dem Kampfsystem und so. Zumindest die Musik ist ein bisschen vertraut. Den Forschungstrupp findest du hier im Erdgeschoss des Hauptsitzes vor... Halt durch, was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe meinen Partner-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp. Obwohl er sein Partner-Pokémon dabei hatte, wurde er angegriffen und verwundet. Ohne Partner könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Ah ja. Komm dann in Celistis. Michael ist hier. Verstanden. Tretet ein. Die sieht echt aus, wer sind Vorfahren von Cyrus. Also aus Diamant, Perl, Platin, so. Der Typi. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Grasland ein Pidizza, ein Staralili und einen Shinox fangen. Treffe ich eine Pokémon? Das ist doch niemandem von uns gelungen. Was seid ihr für Luschen? Jetzt mal ganz ehrlich, das sind ja die Standard-Sinnoh-Pokémon. Der war schon in Diamant Perl gefangen, da war es noch keiner geboren. Hat nicht gestern 3 Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Lehman erzählt hat, müsste diese Prüfung ein Kinderspiel für ihn sein. Wieso schwebt Tanabra? Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute sonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Hier, du darfst diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Darf ich vielleicht auch mal umziehen? Ich friere ein bisschen. Ah, gut, das kenne ich aus der Zukunft. Wow, diese Tasche steht dir echt gut. Ja, aber der Rest nicht. Ein paar Klamotten. Nun mach dich auf den Weg. Lumia, hilf ihm, falls es Probleme geben sollte. Hauptmission, die Aufnahmeprüfung. Wegweiser aktivieren. Oder machen wir das mal. Öffne die Karte auf deinem Arceus-Phone und drücke den Y-Knopf, um die von dir akzeptierte Mission anzusehen. Ja, also eben, das ist ein bisschen wie bei Legend of Zelda Breath of the Wild. Das erinnert mich auch ein bisschen an Tales of Arise. Also insofern, alles Projekte, die ich auch schon gezockt oder noch zocke. Vielen Dank, Michael, jetzt bin ich an der Reihe. Ich gebe jetzt ein Partner-Pokémon. Yeah, bitte. Wer seid dafür? Hallo ihr beiden, guten Morgen erstmal. Guten Morgen, Professor. Guten Morgen, Klasse. Was gibt es, Professor Laven? Leben? Michael muss diese Prüfung bestehen. Es ist notwendig für die Vollständigung des Pokédex. Und naja, damit er hier überlebt. Deswegen will ich ihm als Professor ein bisschen in die Arme greifen. Bitte sehr. Yeah, man, ich darf aussuchen. Bautz. Feueri. Und Dau. Und der Michael, suche dir eines dieser Pokémon als Partner aus. Ein Partner-Pokémon an deiner Seite kannst gegen wilde Pokémon kämpfen. Diese 3 Pokémon bedeuten mir sehr viel. Aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also für das Pokémon-Feld eine Wahl. Ja, Professor, normal Problem mit dem Akzent, wa? Mein erstes Pokémon, Freunde. Oh, ist das geil. Kurzum, ich habe mich hierfür noch informiert, weil es sind ja 3 Pokémon, die nicht in Hisui, beziehungsweise eigentlich nicht auch in der Sinnoh-Region nicht sind.
wie könnte es also sein, dass man trotzdem einen Pokédex komplettiert kriegt? Es ist so, man entscheidet sich jetzt für einen, aber die anderen beiden kriegt man später. Deswegen, ja, trotzdem muss man jetzt entscheiden. Und ich habe mich eigentlich schon vorhin dafür entschieden. Und zwar ist es so. Bautz! Wenn Sie Bautz zu seinem ersten Partner-Pokémon machen. Bautz stammt aus der Alola-Region. Es ist ein cooles Pokémon, vor allem auch als Pflanze und so. Eule. Hat coole Entwicklungen, gar kein Thema. Aber ich muss sagen, Alola, die Region selber ist noch nicht so lange her. Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond. Deswegen nein. Otaro. Otta! Als Otaro zu seinem ersten Partner-Pokémon machen. Wird später zu Admurai, ein geiles, cooles Pokémon aus der Einal-Region. Der 5. Gen. Wird demzufolge wohl, dass die nächsten Remakes werden. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in 5, 6, 10 Jahren. Nee, Scherz beiseite. Könnte man machen. Ich bin ja von Otaro allgemein nicht so ein Fan. Tja. Feuerriegel. Feuerriegel! Wenn Sie Feuerriegel zu einem ersten Partner-Pokémon machen. Feuerriegel stammt aus der Johto-Region, die zweite Region. Meine Lieblingsregion ist Johto, zusammen mit Kanto. Also eigentlich müsste vor allem Kristall oder Hard Gold Soul Silver meine Editionen sein. Zum Teil hat es ein bisschen Manko, sage ich jetzt mal, mit der Story. Die fand ich jetzt zum Beispiel irgendwie in Schwarz und Weiß irgendwie ein bisschen geiler. Aber trotzdem, Feuerriegel, ich wähle dich. Oh, das ist putzig. Na, mein kleiner Feuerigel. Eines der Pokémon, die du am Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist nun also dein Partner. Irgendwie kurios. Oder guckt irgendwie traurig. Obwohl, so guckt es eigentlich immer. Hier ist ein Pokémon, in dem sich Feuerriegel befindet. Feuerriegel erhalten. Achte immer darauf, dass Pokébälle leer sind, wenn man sich ein Pokémon findet. Bautz! Oder da! Geht dann bei den Pokémon einen Feuerriegel anzufeuern. Dafür würden sie dich auch gerne begleiten. Ich hätte sie auch gerne dabei. Da könnte etwas dran sein. Schlüssel sind sie genau zu dem Zeitpunkt, dass ein Dorf ausgebüxt, dass Michael vom Himmel gefallen ist. Dann gib es ihnen doch einfach. Nehmen alle 3, danke. Aber keine Sorge, meinen können wir erst einmal bei meiner Forschung mit sein. Bautz! Ja, damit schon der versteckte Hinweis, dass wir sie später noch bekommen werden. Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I see, verstehe. Du hast verschiedene Arten aus dem Obsidian-Grashorn also. Nimm bitte diese Pokébälle mit. Hä, nochmal 50? Was sind das frische 50? Nur 20? Sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln. Es ist soweit. Zum Ort der Prüfung zu gelangen, musst du vom Hauptsitz aus links weitergehen. Josh, Xe da, sei so. Darf ich dir mal irgendwie andere Klamotten haben oder so? Ne, darf er nicht, okay. Items, Basis-Items, okay. Und wir haben Feuerriegel im Team. Yeah. So. Freunde, es ist folgendermaßen in diesem Spiel. Es gibt, wie soll man sagen? Ich muss jetzt leider an der Stelle mal die ein oder andere vielleicht, oh, Feuerriegel ist weiblich. Das ist selten, dass ein Starter weiblich ist. Kurz noch erwähnen, es gibt in diesem Spiel gewisse Dinge, die es nicht gibt, was eigentlich in einem typischen Pokémon-Spiel dabei ist. Zum Beispiel, es gibt keine Fähigkeiten. Wie zum Beispiel auch Großbahn und so, als Feuerriegel eigentlich haben müsste als Starter. Als Feuerstarter gibt es nicht. Finde ich persönlich jetzt nicht so wild. Die Attacken sind zum Teil auch ein bisschen anders. Und ich glaube, es gibt auch keine EV und DVs. Aber man sieht hier zum Beispiel, wir haben hier nebst den normalen Werten wie KP mit 52 und so, haben wir noch in so einer Art Kreis haben wir weitere Werte. Zum Beispiel KP 1, Spezialangriff 1 und Angriff 2. Das ist eigentlich der Ersatz für EV und DVs. Die kann man mit der Zeit auch erhöhen. Und die sollen irgendwie eben diese Werte ebenfalls erhöhen. Also in dem Fall das KP, wenn der irgendwie glaub, bis auf Stufe 10, dann kann man irgendwie 10 Punkte mehr geben für den KP. Irgendwie so muss es, glaube ich, funktionieren.
Das nur mal so am Rande. Ein geiles Feature haben wir hier bereits gesehen, Attacken verwalten. Das ist korrekt. Wir können zum ersten Mal am Spiel, braucht es keinen Attackenlehrer bzw. Erinnerer mehr, der uns eine Herzschuppe abknöpft. Nein, wir können hier im Menü, können wir aus allen Attacken, die ein Pokémon haben könnte, die 4 jeweils zuordnen. Das finde ich ein extrem geiles Feature, was es unbedingt in den ersten Spielen oder auch den Hauptgenerationen, also sprich den Haupteditionen, wieder geben muss. Wir hatten das ja auch schon öfters, auch schon bei Schwert und Schild und so, dass zum Beispiel irgendwie Pokémon Center, Pokémon Markt im gleichen Gebäude waren oder Attackenerinnerer oder Verlerner dieselbe Personen waren, sogar immer im Pokémon Center unterwegs waren und so. Oder gab es sogar die Person, die irgendwie den Spitznamen von Pokémon ändern kann. Weil ganz ehrlich, das müssen wir selber auch können. Es gibt also gewisse Dinge, wo ich sagen muss, hey, es wird Zeit, dass diese Dinge hier standardmäßig einfach immer verfügbar sind. Wie eben jetzt hier, dass wir in der Lage sein müssen, aus allen Attacken, die jetzt Feuerriegel jemals gelernt hat, die 4 auszuwählen, die ich ihm zuweisen möchte. So ist meine Meinung. So, Namen ändern, okay, da geht es hier auch schon, geil. Jo. Aber rausholen kann ich noch nicht, war aus dem Pokéball. Achso. Dann kann ich hier direkt Bericht machen. Ah, alles klar. Ich hatte gerade, hey, A-Knopf im Bericht, das ist was anderes. Also fangen wir uns die 3. Ja, man muss wirklich schon fast sagen, die ersten 3 Standard-Sinnoh-Pokémon. Wer ist das jetzt? Oh, was eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ich bin Volo, ein Mitglied der Ginkgo-Gilde. Hä? Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst am Himmel herabgefallen sein. Das wollte ich mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, du hast auch ein Pokémon bei dir. Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt an der Natur eines jeden Händlers, allerlei ungewöhnlichen Dingen auf den Grund zu gehen. Wir werden einen Kampf um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen. Klar doch, gar kein Thema. Du gefällst mir immer besser, ich habe dich treffen nicht alle Tage. Ich hatte schon Angst, dass es irgendwie ein Spiel wäre, wo man nicht kämpfen kann mit dem Pokémon. Volo von der Ginkgo-Gilde, fordere dich heraus. Ich nehme mal an, es wird ihm nach Hunden basiert sein, das Kampfsystem. Was? Los, Feuerregel! Haben wir einen coolen Spitznamen für ihn. Kampfbeginn. Also. Was macht Dogebi da? Feuerregel Ruckzuckhieb! Aua, oh, voll in die Nüsse. Items, ja gut, einen Ball kann ich nicht gut werfen. Pokémon haben nur Feuerregel, Fluch, nee, daraus wird nichts. Feuerregel Ruckzuckhieb! Es ist ja auch irgendwie so, es soll später dann noch Optionen geben, um seine Attacken anders im Kampf einzusetzen. Kampfende. Pokémon-Attacken, Items, nutzt sie weise, nichts kann dich aufhalten. Glut? Komm schon, was für Attacke hast du? Hä? Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Und doch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken, werden noch stärker. Bei Levelaufstieg erhöht sich manchmal die Anzahl der Attacken, die der Pokémon einsetzen kann. Alles klar, danke. Da gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Und noch nur jeder wüsste, wie man Pokébälle benutzt. Das ist nur schade. Einen Moment, ich werde unser Pokémon dazu Kräften kommen lassen. Omsela, Omsela. So wird er fit. Nimm diese Tränke als Zeichen meines Dankes, mein himmlischer Freund. Ich bin schon der himmlische Freund. So, je mehr die Galaktik-Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft. Okay. Seltsamer Typi. Irgendwie auch cool. Toll, du kannst nicht nur Pokémon fangen, sondern auch mit ihnen kämpfen. Wow, ist ja sehr schwierig.
Komm, lauf zum Obsidian Grasland. Sag bitte, Dario, wenn jemand retten kann, soll sie durch einen Pokémon-Angriff ohnmächtig werden. Ja, aber woher die wissen, dass ich ohnmächtig wurde durch einen Pokémon-Angriff, weiß keiner. Ja dann, ich gehe mal. Wo willst du hin? Ist das Obsidian-Grasland hier? Ja. Dann gucken wir noch mal, was hier so abgeht, wa? Also merken wir uns mit ZR die Pokébälle schmeißen. Wir befinden uns hier im Basislager. Das letzte von uns gesicherte Ort, bevor die wilde Natur beginnt. Zur Erinnerung, eine Prüfung besteht darin, Pokémon 3 verschiedene Arten zu fangen. Bidiza, Staralili und Shinux. Na dann legen wir los. Eigentlich lege ich hier los, aber egal. Nun ja, der Kommandant hat mich vorhin herbeizitiert und sie hat deutlich gemacht, dass er die volle Verantwortung getragen soll was passieren. Ja, scheiße. Und dann in Zelet ist wirklich unerbittlich. Und wie genau wollen sie denn bitte helfen? Ach, es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendwas zu tun. Michael hat alles im Griff, da bin ich sicher. Nee. Ja, das heißt also, ich trage die große Verantwortung, ja. Aber Michael wird das schon schaffen. Lass uns mit der Prüfung beginnen. Ja, lass es nur mir. Kriegt das schon hin, Freunde. Die Aufnahmeprüfung. Fang an mit Iza, um die erste Bedingung für die Prüfung zu bestehen. Ja, eben irgendwie Klamotten ändern und so geht nicht, wa? Items kaufen willst. Eine Pokémon Max und Items kaufen willst, okay. Ich meine, ich habe noch gar keine Kohle. Nee, sieht schlecht aus. Natürlich gab es hier schon Pokédollar, ist klar. Okay, warte mal, was anderes? Ah, klug gelernt, sehr gut. Verschieben bitte. So. Nun gut, Freunde, dann würde mal sagen, wir machen uns auf die Jagd nach wildem Pokémon. Aber mit der ersten nächsten Folge zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Ich muss leider eine Folge an der Stelle beenden, tut mir leid. Mal also doch jetzt irgendwie ein bisschen länger Folge machen, aber das Tutorial dauert ein bisschen, muss man zugeben, leider. Was ist jetzt passiert? Nein, sie will schon weitermachen, okay. Das ist ein Ambitionshügel. Hier liegen die Pokémon, die du für deine Prüfung fangen musst. Aha, ich bin richtig ambitioniert, man merkt schon. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.